Moin alle Goer, a merci, dass der Astrid Lulling TV auf dem DOC-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch ständig auf meiner Homepage lauschen, das www.astridlulling.lu. Für dich aber für alle Guren glücklich Neujahr, Gesundheit und Erfolg wünschen ich euch für 2007. Dass es für ein tägliches Leben auch ein gutes Jahr gibt. Dazu können wir am Europäischen Parlament tatsächlich erst beitragen, weil man so ist, dass 3/4 von unserer Gesetzgebung, die zu Lützeburg von der Chambre dezidiert wird, auf europäischen Direktiven beruht, die natürlich meistens zu Straßburg und zu Brüssel gemeinsam vom Ministerrat an dem Europäischen Parlament beschlossen gehen am Matentschädungsverfahren. Wir müssen also durch als Arbeit und als Präsenz zu Brüssel und zu Straßburg dafür sorgen, dass die Richtung von der europäischen Gesetzgebung an den Inhalt stimmen, weil so was das Chamber zu Lützeburg nicht mehr viel darüber kann ändern und auch nicht zurechtbringen kann. An der 2. Januarwoche haben wir uns zu Brüssel für das erste Mal mit uns selber beschäftigt. Die ganze Zeit an der Woche vom 8. bis 11. Januar, die ist draufgegangen an die politischen Fraktionen für als Gremien, als Präsidents neu zu wählen, auch Kandidaten für den Präsident, die 14 Vizepräsidenten und die 16, die 6 Senator, Kästern, wir hatten da bis 5, neu zu wählen. Das ist nämlich so, dass an der Hälfte von der Legislatur, also 2,5 Jahre, nach den Wahlen vom Juin 2004, all die Posten neu besetzt gehen. An unserer Fraktion der Europäischen Volkspartei, Europäische Demokraten, war es besonders spannend, dann aber auch abreibend, als der bisherige Präsident, den deutschen CDU, Hans-Gert Pöttering, der soll zu Straßburg als Präsident vom Parlament gewählt gehen. An der rechten Hälfte war es ja ein spanischer Sozialist. Er hat also müssen ersetzt gehen. Der französische Elsässer Joseph Daul hat es schließlich gepackt und als ein guter Freund von uns, und dafür darf ich mich auch freuen, dass hier ein Chef von unserer Fraktion ist von 277 Membern. Bislang war er Präsident von der wichtigen Agrarkommission für ländliche Entwicklung. Es war er von den besten Präsidenten, die wir je hatten. Er ist selber Bauer bei Straßburg, nur 2 Füße Boden. Das ist auch er von den geschicktesten Negoziateuren, die wir hier am Parlament tun. Das hat an den langen Jahren, wo er ist, bewiesen. Das brauchen wir aber auch an der großen Fraktion von, wie gesagt, 277 Membern, weil die Wahlen für den Präsident müssen 3 Tiere machen, die haben bewiesen, dass wir praktisch geteilt sind. Auf der rechten Seite die mehr neoliberal, marktwirtschaftlich orientiert, konservativ aus England und aus den skandinavischen Ländern zusammen mit den Vertretern aus den neuen Ländern aus dem Osten. Auf der anderen Seite Christdemokraten oder die christlich-sozial aus dem Westen und aus dem Süden, die natürlich das Sozial nach mehr betonen, Sozialmarktwirtschaft als ja als Credo. Ich habe an der Fraktion kandidiert, für das ich als von den 6 Kästern vorgeschlagen bin. Meine Fraktion hat 13 gut. Ich muss aber dafür auch nach an der Woche vom 15. bis 16. Januar zu Straßburg am Plenum gewählt gehen.
Als Fraktion hat 3 von denen 6 Kästere, wie gesagt. Ich hoffe, dass so wie das am Juli 2004 der Fall war, dass es gewählt bin, dass es klappt, sodass dann auch an dem neuen Präsidium vom Europäischen Parlament bis 2009, wo ja die nächsten Wahlen sind am Juin, unter den 21 Membern auch Lützeburger sitzt, was ja besonders wichtig ist für ganz viel von unseren Anträgen, besonders aber auch für die Sitzpolitik, weil das Sekretariat vom Europäischen Parlament ist ja noch immer zu Lützeburg. Wegen dem Gerangel sie war Posten Pösterscher an den politischen Fraktionen, an zwischen den Fraktionen als natürlich den politischen Inhalt von der Plenarsession zu Straßburg ziemlich moor. Wir werden zwar Berichte, und das interessiert als Eisenbahner, über die Eisenbahnpolitik an der EU diskutieren. Wie gesagt, die kommen ein bisschen am Tannertreffen gegenüber den Elektionen, die stattfanden, die Woche, wie gesagt, vom 15. bis 18. Januar an der Plenarsession zu Straßburg. Wir werden aber auch an der Session Bundeskanzlerin Angela Merkel hören. Sie stellt das Programm von der deutschen Präsidenz vor, da das natürlich ein Höchstpunkt, ein politischer Höchstpunkt von der Session. Und es gibt schon erwartet, dass die deutsche Initiative ergreifen, für zu gucken, dass man den Reformprozess an der Europäischen Union umkurbeln, weil wir sind zu 27 Ländern mit den Bulgaren und mit den Rumänen. Wie ihr wisst, dann wir brauchen wirklich mehr einfach an mehr effiziente Entscheidungsprozeduren. Weil Spanien und Lützeburg die 2 einzigen Länder sind, von denen bislang 18, die den Verfassungsvertrag aufgrund von einem Referendum ratifiziert sind, haben die 2 Länder ja bekanntlich eine Initiative lanciert, für die deutsche Präsidenz dabei zu helfen, den Prozess zu relancieren. Sie wollen den 26. Januar zu Madrid die Länder zusammenbringen, die den Vertrag bislang ratifiziert haben, wie gesagt, die 18. An einer Zweitsitzung soll dann am Februar zu Lützeburg stattfinden. Wir müssen aufwerten, was die Initiative von den Spaniern an den Lützeburger bringt. Sie haben schon zu London heftig kritisiert, die ja bekanntlich nicht ratifiziert. Und da gibt es doch große Probleme. Aber wieso wir, wer nicht möchte, der nicht bricht, das ist so, dass wir aber dafür sorgen müssen, dass Bürger an Europa, die viel zu viel influenciert sind von denen, die gegen den Verfassungsvertrag sind, von denen, die nicht gesagt sind, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass auch die Argumente von denen, die ja gesagt haben, mal ein bisschen mehr zum Drohen kommen, und dass wir die Bürger die besser explizieren. Das ist also als Aufgabe für die nächsten Wochen am Ende, und ich werde auch darüber, wie gewinnt, regelmäßig berichten. Nach ein glückliches neues Jahr und bis die nächste Woche.